SRF Audio. Wenn man dieses AfD-Video einer Veranstaltung von dieser Woche sieht, dann schüttelt man nur noch mit dem Kopf. Ja, wo soll ich anfangen? Da singt ein Satiriker die DDR-Hymne und meint das Bier ernst. Oder selbiger verkündet radikale Fantasien über Merz und Merkel und die Leute lachen und klatschen. Und genau diese Partei könnte in Sachsen-Anhalt in knapp 2 Monaten als erste gesichert rechtsextreme Partei in der Bundesrepublik Deutschland eine Regierung stellen. Was würde das bedeuten? Schon jetzt weiß man einiges über ihr Programm und unser Gesprächspartner weiß noch mehr darüber, was sie vorhat und wie sie in dem Bundesland an die Macht kommen will. Das alles heute und hier bei News Plus mit mir, Susanne Stöckel. Heute. Dienstag diese Woche. Die AfD lädt zu einer Wahlkampfveranstaltung. Test. Im Saal sitzen einige 100 Zuschauerinnen und Zuschauer. Meine sehr geehrten Damen und Herren, nehmen Sie bitte Platz. Sie werden noch einen finden, wenn Sie gut schauen. Es ist ziemlich gut besucht heute. Mit dabei der Spitzenkandidat der AfD für Sachsen-Anhalt Ulrich Siegmund sowie Co-Parteichef Tino Kruppalla und der ostdeutsche Kabarettist Uwe Steimle. Und der sagte Dinge, die einen sprachlos zurücklassen. Erst nahm er sich Altbundeskanzlerin Angela Merkel vor. Die hat ja gerade erst ihr Porträt für die Ahnengalerie des deutschen Kanzleramts enthüllt. Das hängt jetzt dort an der Wand. Und Steimle dazu: Und wenn alle Stränge reißen, oder der Nagel bricht, da stellen wir sie an die Wand. Also, uns wird schon was einfallen. Sorry, hat er das jetzt wirklich gerade gesagt? Ja, hat er. Bei Bundeskanzler Friedrich Merz legt er da noch einen drauf. Mittlerweile muss ich sagen, wenn ich Friedrich Merz sehe, frage ich mich manchmal, wo ist eigentlich Stauffenberg, wenn man ihn mal wirklich braucht? Und das Publikum johlt und applaudiert. Hier nochmal ganz kurz ein bisschen Kontext zu der Aussage für die, denen das jetzt ein bisschen zu schnell ging. Klaus Schenk Graf von Stauffenberg, auf den bezieht sich hier Steimle, der hatte im Juli 1944 ja einen Anschlagsversuch auf Adolf Hitler verübt. Wegen dieser Aussagen ermittelt übrigens mittlerweile die Staatsanwaltschaft gegen den Kabarettisten wegen, Zitat, Verdacht der Störung des öffentlichen Friedens durch die Androhung von Straftaten. Ja, und wie haben darauf die beiden AfD-Spitzenmänner reagiert, die direkt daneben standen? Dass hier überhaupt kein Widerspruch kam, weder vom AfD-Parteichef Kruppalla noch vom sachsen-anhaltischen Spitzenkandidaten Siegmund. Das ist schon wirklich sehr bemerkenswert. Das ist Frederik Schindler. Er hostet den Politico-Podcast Inside AfD und ist Politikredaktor bei den Zeitungen Welt und Welt am Sonntag. Man sieht da auf dem Stream, dass die beiden sich da kurz in die Augen geschaut haben, aber es ist ihnen beiden offenbar nicht eingefallen, dass man da bei so einer Gewaltfantasie auch mal einschreiten könnte und sagen könnte, nein, das geht so nicht, auch wenn da ein Publikum sitzt, das in diesem Moment johlt und klatscht. Jetzt hat diese Veranstaltung so für Schlagzeilen gesorgt, dass man gar nicht mehr groß über das 100-Tage-Programm der AfD in Sachsen-Anhalt redet, das die am Wochenende vorgestellt hat. Und nur noch mal, um zu sagen, warum das wichtig ist. Zum allerersten Mal könnte in der Geschichte der Bundesrepublik eine gesichert rechtsextreme Partei die Regierung in einem Landtag übernehmen. Und dafür hat sie vor einigen Tagen eben dieses Programm verabschiedet. Ja, dass es dieses 100-Tage-Programm gibt, das zeigt erstmal den klaren Regierungsanspruch, den die AfD mittlerweile eben auch zeigt. Das war vor ein paar Jahren noch ganz anders. Da war man sich auch innerhalb der Partei gar nicht einig, ob das überhaupt ein gutes Ziel ist, diesen Regierungsanspruch zu vertreten. Das hat sich dann spätestens mit der Kanzlerkandidatur von Alice Weidel 2025 geändert. Und auch in Sachsen-Anhalt macht man seit langem klar, dass man da auch diesen großen Wählerzuspruch natürlich dann auch nutzen will, um eben politische Vorhaben durchzusetzen. Da will jemand klar an die Macht mit eben diesem Programm. AfD-Spitzenkandidat Ulrich Siegmund formuliert es so: Ich habe persönlich den Anspruch, dass in 100 Tagen es jeder rechtschaffender Sachsen-Anhalter positiv gemerkt hat in seinem eigenen Lebensumfeld, dass jetzt die AfD regiert. Schaffen will die AfD das mit insgesamt 10 Punkten, die dieses Programm umfasst. 100 Tage, 10 Punkte. Schauen wir uns mal die wichtigsten an. Da wäre zum Beispiel die Abschaffung der Rundfunkgebühr, vergleichbar mit unserer Serafe-Gebühr in der Schweiz.
Der AfD geht es hier offensichtlich nicht nur um Reformbedarf im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, sondern um eine Delegitimierung ganzer journalistischer Institutionen. Das sieht man zum Beispiel am Begriff Zwangsrundfunk. Da wird sozusagen der Kulturkampf verstärkt gegen vermeintliche Systemmedien. Das ist durchaus mobilisierend für die AfD, weil es da auch eine große Zustimmung zu dieser Forderung gibt. Man kann da auch Misstrauen gegen etablierte Institutionen bündeln, also im Wahlkampf eben durchaus erfolgsversprechend, aber rechtlich riskant und deshalb eben auch schwer umsetzbar. Darauf wird ja schon seit Jahren verwiesen, dass so ein Alleingang eines einzelnen Bundeslandes wirklich extrem schwierig wäre, sowohl rechtlich, aber dann auch eben in der praktischen Umsetzung. Das wird tatsächlich schwierig. Man könnte auch Symbolpolitik sozusagen erstmal diese Kündigung einreichen, aber dann würden sich eben ganz viele Fragen stellen und man hätte sozusagen aber erstmal ein politisches Signal an die Wähler. Wir kümmern uns sofort darum, wofür ihr uns gewählt habt. Ein weiterer wichtiger Punkt sind Abschiebungen ab Minute 1, so steht es, drin. Was steckt dahinter? Genau, abschieben ab Minute 1, so heißt es tatsächlich wörtlich in diesem 100-Tage-Programm. Also da versucht man natürlich den Eindruck zu vermitteln, dass man sofort alles ändern will in puncto Migration, sobald man regiert. So einfach ist es natürlich nicht. Also organisatorisch sind Abschiebungen zwar Aufgabe der Bundesländer, aber wer dann überhaupt abgeschoben darf, das richtet sich dann eben nach Bundesrecht. Es gibt natürlich auch europäische Regeln, die dann eine ganz große Rolle spielen. Natürlich auch Gerichtsentscheidungen, die Bescheide wieder kassieren. Und eben der Bund, der eben die Asylsuchenden nach festen Schlüsseln auf die Länder verteilt. Das heißt, dass viele Abschiebungen ja gar nicht an dem politischen Willen jetzt eines Bundeslandes scheitern, so wie es die AfD jetzt hier behauptet, sondern da gibt es natürlich dann auch ganz andere Gründe, Herkunftsstaaten, die Menschen nicht zurücknehmen, fehlende Dokumente und so weiter. Die AfD will natürlich hier eben vor allem ihren migrationskritischen Wählern eben Härte versprechen, Handlungsfähigkeit versprechen. Das ist auch durchaus erfolgsversprechend, weil davon gibt es sehr viele in Sachsen-Anhalt. Aber es ist natürlich auch enttäuschungsanfällig, weil man diese Abschiebezahlen dann auch eben nicht beliebig steigern kann sozusagen. Und dann noch einen dritten Punkt, den ich gerne rausnehmen möchte. Arbeitspflicht für Asylbewerber. Können Sie uns das noch erläutern? Auch das ist ein Punkt, der in diesem 100-Tage-Programm versprochen wird. Eine Arbeitspflicht, die es für Asylbewerber geben soll. Das klingt dann so, als auf einmal dann sämtliche Asylsuchenden irgendwie arbeiten würden, wenn die AfD regiert. In der Praxis sieht man, dass es schon jetzt auch oft daran scheitert, dass Kommunen gar nicht genügend Arbeitsgelegenheiten schaffen können und das nicht unbedingt an einer fehlenden rechtlichen Grundlage liegt, die es durchaus auch im Asylbewerberleistungsgesetz gibt. Aber auch hier ist wieder dieses Versprechen eben von Härte eben ganz wichtig, sozusagen da bei einer sehr restriktiven Migrationspolitik, für die AfD vor allem auch in Sachsen-Anhalt steht. Da verspricht man Remigration und sogar millionenfache Remigration, was dann verfassungsrechtlich sehr, sehr schwierig ist, wenn man sich genau anschaut, wie viele ausreisepflichtige Asylbewerber es gibt und wie viele dann da offenbar bei einer sogenannten Remigration der AfD da möglicherweise betroffen wären. Weitere Punkte wären dann unter anderem Sonderklassen für Kinder von Asylbewerbern und Wachschutz an Problemschulen, so formuliert es die AfD. Oder dann soll es zum Beispiel auch eine neue Landeskampagne geben. Aus #Moderndenken, das war bis jetzt die Werbekampagne des Landes Sachsen-Anhalt, daraus soll #Deutschdenken werden. Und mit diesen und weiteren Punkten will die AfD nun also die Wahlen in Sachsen-Anhalt gewinnen. Das dürfte sie auch, denn in Umfragen liegt sie seit Monaten weit vor der CDU. Tja, dass sie gewinnen dürfte, ist das eine. Ob sie dann auch regieren kann, das andere. Uns gibt dazu Frederik Schindler interessante Einblicke. Stichwort Plan B. Was eine Regierungsbeteiligung tatsächlich angeht, würde ich auch sagen, dass es zumindest so wahrscheinlich wie noch nie ist, wenn man sich da auch die aktuellen Zahlen ansieht. Es fehlen zwar noch einige Abgeordnete dann für eine Regierungsmehrheit, aber auch da gibt es innerhalb der AfD beispielsweise den Plan B, dass man dann versuchen will, einige CDU-Abgeordnete sozusagen herauszubrechen aus der CDU-Fraktion. Da hat man sich einige Hinterbänkler ausgesucht, die zum Beispiel mit eher rechtskonservativen Positionen aufgefallen sind und sich auch gegen die Brandmauer ausgesprochen haben. Und da wird es auf jeden Fall den Versuch geben, wenn es nicht für eine absolute Mehrheit reicht, dass man dann trotzdem eben regieren kann mit ein paar CDU-Lern. Die muss man natürlich auch erstmal finden, die dann mitmachen. Die würden dann sicherlich aus ihrer Partei ausgeschlossen werden. Aber möglicherweise versucht man das dann mit dem Versprechen von Ministerämtern. Nun ist es ja nicht so, dass die AfD zum ersten Mal eine Wahl in einem deutschen Bundesland gewinnen könnte. Das hat sie auch schon in Thüringen. Auch dort gilt sie übrigens als gesichert rechtsextrem, genauso wie ihr Vorsitzender Björn Höcke.
Aber in Sachsen-Anhalt dürfte die AfD nun ein weitaus besseres Resultat einfahren. Mit ebenso radikalen Köpfen in ihren Reihen übrigens. Man muss aber sagen, dass die Wähler das nicht zu interessieren scheint, was diese Einstufung des Verfassungsschutzes angeht. Es gibt da ja auch eine starke Delegitimierung der AfD, die sagt, dass der Verfassungsschutz nur ein Regierungsschutz sei, der irgendwie die politische Konkurrenz ausschalten wolle. Also da gibt man tatsächlich auf diese Einstufung, die ja eben zum Beispiel begründet ist mit diesem völkischen Nationalismus, nicht so viel, sondern ja, wählt die AfD trotzdem und hält es eher für politisch motiviert, was der Verfassungsschutz macht. Und wählt die AfD auch wegen des Spitzenkandidaten Ulrich Siegmund. Wir erinnern uns, das ist der beim Stauffenberg-Merz-Spruch des Kabarettisten keinen Widerspruch eingelegt hat. Auch bei Merkel an die Wand stellen sagte er nichts. Ja, und dann am Schluss hat er noch bei der DDR-Hymne mit eingestimmt. Dieser Ulrich Siegmund also ist für die AfD enorm wichtig. Ulrich Siegmund spielt eine ganz zentrale Rolle beim Erfolg der AfD in Sachsen-Anhalt. Er ist wirklich ein Popstar. Ich würde sagen, er ist so nach Alice Weidel, der Bundesvorsitzenden, so der zweitgrößte Star innerhalb der AfD. Das sieht man immer wieder, wenn man ihn beobachtet und bei Veranstaltungen begleitet, dass er da wirklich gefeiert wird wie ein Popstar, dass sich da hunderte Leute in Schlangen stellen, um Selfies mit ihm zu machen. Er hat auch in den sozialen Medien mittlerweile ein Millionenpublikum und erreicht da eben auch ein Wählermilieu, das eben nicht nur das klassische AfD-Wählermilieu ist, also nicht nur solche Wähler, die schon seit Jahren AfD wählen und ganz überzeugt sind von der Partei, sondern Siegmund gelingt es eben sehr gut, eben auch andere Milieus anzusprechen, auch durch seine klare und alarmierende Sprache und immer wieder auch durch das Erzeugen eines Wir-Gefühls. Und dazu gehört aber natürlich immer dann auch eine gleichzeitige Ausgrenzung von denjenigen, die seiner Ansicht eben nicht dazugehören sollen. Und ich habe mir diese über 2 Stunden AfD-Veranstaltung mit dem Kabarettisten und den beiden AfD-Spitzenmännern mal angeschaut, wollte mir ein Bild machen. Da wirkt Siegmund effektiv wie der gemäßigte Kümmerer. Auch auf seinem Instagram-Profil mit über 400.000 Followern wirkt er recht nahbar. Ein Punkt, weshalb die Leute die AfD wählen, aber nicht nur. Insbesondere eine Verschlechterung der eigenen Lebenssituation spielt sicherlich eine große Rolle bei vielen Wählern, egal ob die jetzt schon tatsächlich eingetreten ist oder nur befürchtet ist. Also ja, Zeiten von Krisen, gesellschaftlichem Wandel, da sehnen sich eben ganz viele nach klarer Orientierung und vor allem auch diejenigen, die sich überfordert fühlen, was eben Herausforderungen angeht, zum Beispiel im Umgang mit ungeordneter Migration, mit Globalisierung, mit kultureller Liberalisierung. Und die AfD besetzt eben genau auch solche Themen, hat sozusagen diese partielle Überforderung der Gesellschaft auch eben zum Thema gemacht, aber auch zum Beispiel Themen wie Zukunftsangst und auch Ressentiments spielen eben da auch eine gewichtige Rolle. Natürlich nur bei einem Teil der Wähler. Da zeigt zwar die Einstellungsforschung, dass es eine relativ hohe Zustimmung auch gibt zu rechtsextremen und rassistischen Einstellungen in Ostdeutschland mehr als in Westdeutschland. Aber die AfD kann natürlich auch vor allem profitieren von der Schwäche der anderen Parteien und von dem Scheitern der anderen Parteien. Zum Beispiel auch darauf, dass man bei vielen Themen, die viele Bürger beschäftigen, innere Sicherheit, auch Islamismus, Vertrauensverlust in die Politik, dass da viele das eher zurückhaltend benennen und bekämpfen, obwohl es eben Themen sind, die für die meisten offensichtlich sind. Dann gelingt es der AfD eben sehr gut, sich da sozusagen als Anti-Establishment-Partei eben zu inszenieren. Wie viele sich schlussendlich für die AfD aussprechen, wenn dann am 6. September die Landtagswahl in Sachsen-Anhalt stattfindet und dort dann eben die erste rechtsextreme Partei in der Geschichte der Bundesrepublik an die Regierung kommen könnte, das wird sich zeigen. Was auf Veranstaltungen der AfD gesagt werden kann, das hat sich diese Woche erst wieder in krasser Weise gezeigt. Wollt ihr noch mehr zu diesem Thema wissen? Oder habt ihr andere Ideenvorschläge? Immer her damit an newsplus@srf.ch. Sprachnachrichten haben wir noch ein bisschen lieber an 076 320 10 37. Dorthin könnt ihr uns natürlich auch jederzeit Kritik, Lob oder sonstiges Feedback schreiben. Ich sag danke an euch fürs Zuhören. Und danke an Rina Telli und Katrin Hiss für die ganze Recherche und Lea Sager fürs Produzieren. Ach, und ihr könnt uns übrigens auch in eurer Podcast-App bewerten oder abonnieren, dann verpasst ihr keine Newsplus-Folge mehr. Ich bin raus an dieser Stelle. Mein Name Susanne Stöckel. Bis zum nächsten Mal. Das war ein Podcast von SRF.
Produziert im Auftrag der SRG.